Madame Morgenthaler, die tut. Merci, Herr Präsident. Seit letzter Woche zirkulieren auf den sozialen Netzwerken Aufrufe zum Boykott von verschiedenen Firmen, wie zum Beispiel Großbull, Stilles oder nach Monoprix, weil sie unter anderem Datteln aus Israel verkaufen. Die Aufrufe symbolisiert durch ein roten Dreieck, die mit der Spitze nur innen gedreht ist. Aus einem Artikel aus dem Spiegel vom Mai geht dafür, dass es sich um innen geriechte roten Dreieck um ein Symbol von der Terrormiliz Hamas handelt. Demnach soll das Symbol immer mehr bei Protesten rund um Deutschland auftauchen. Expertinnen und Experten wird das Symbol von der Hamas benutzt, wie ihre Feinde zu markieren. Mit dem Zeichen Kriegsziele an die jüdische Kommunität markiert. Andere Quellen behaupten aber, dass das Symbol nicht einen Teil vom palästinensischen Pendel darstellt, aber wäre damit nicht ein Alternativsymbol. An dem Kontext gebe ich gerne folgende Fragen an Herrn Premierminister stellen. Ist dem Herrn Premierminister dieser Boykott bekannt? Weil ja, sind dem Herrn Premierminister nach Boykotten an andere Wirtschaftsbereiche bekannt. Wie steht denn Herr Premierminister zu so einem Boykott im Kontext vom Krieg am Nahen Osten? Wird Herr Premierminister Kenntnis, wie andere europäische Länder mit so einem Boykott umgehen? Welche Maßnahmen können geholt gehen, für die Opfer von seinem Boykott zu schützen? Merci. Merci, Madame Morgenthaler. Dann hört den Herr Premierminister tut. Herr Präsident, ich muss da Madame Deputierte sagen, dass ich gar keine Kenntnis von so einem Boykottaufruf, auch nicht meinen Beamten, die ich befragt habe, dürfen wir mengen nicht, dass das mehr an den sozialen Medien zirkulieren, aber das ist nicht bekannt. Noch der Wirtschaftsminister hat mir gerade konfirmiert, dass er keine Kenntnis davon hat. Generell kondamnieren wir selbstverständlich alle Boykottaufrufe, auch besonders wenn ein wie in diesem Fall von ich beschrieben, eine antisemitische Tendenz hat. Das ist absolut inakzeptabel für eine Gesellschaft von Toleranz, von Respekt. Das ist auch falsch, Lützelburger Firmen zu bestrafen, die ihr Produkt aus einem Land importieren. Das, was am Nahen Osten geschieht, ich meine, das ist immer alle gut ganz schrecklich, das ist dramatisch. Das ist keine Lösung für mit Boykottaufruf, auch nicht mit Zeichen, die kann assoziieren und terroristische Organisationen an unsere Regionen damit zu operieren. Das verwerfen wir total. Mit das als konkret sind die Fälle nicht bekannt, weder erheben noch am direkten Aus.